wir sind noch in Passage an, wieder mit der Rief von Botschaft im Christentum allein. Und wir kriegen den Thema Krauft für Läwen, Krauft für die Kirche. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, ich plan meine Gemeinde zu bauen. Und die Todesgewalt wird niemals Überhand nehmen über meine Gemeinde. Nie wo hat Jesus geplant, in seiner Gemeinde zu wachsen? Da hat sich die 12 Jünger zurückgekriegt, über die 3 Jahre. Aber diese Jünger, die wären nicht vollkommen, die wären nicht ausgelehrte Menschen, die haben nicht die Bibelschule gehört. Da wären Taxcollector, da wären Menschen, die Fashion deuten. Das wären die Menschen, die Jesus sich gewählt hat, um seine Kirche zu bauen. Und hier an der Anfangsdeel von Gott seine Gemeinde, von Gott seine Kirche, die haben nicht die Bibel, die haben nicht die Gebiete, die wir von der vielleicht haben. Die haben nicht die Technologie von Video und Livestream. All diese Dinge haben die nicht. So wo hat Jesus geplant, den seine Gemeinde zu bauen, dass der niemals verbrechen wird sein? Die Antwort zu der Frau ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist verändert alles. Wir haben in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 gegen das sagt, aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wo ihr Krauft kriegen und ihr wollt meine Säulen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und über die ganze Welt. Der Heilige Geist verändert alles. Diese Jünger, die Jesus verruden, verliehen und verloren, für den Heiligen Geist. Wenn ich den Heiligen Geist gekriegt habe, die Jünger in die ganze Welt und brachten das Evangelium zu allen Menschen. Und nicht 2000 Jahre Luther, die Kirche auf diese Erde stark in der Wurst. Nicht wegen wir als Menschen, nicht wegen unserer Umgebung, nicht wegen unserer Guben, aber wegen den Heiligen Geist. Alle aus Sehnsen dachten von Gott, wie sind gefällt mit dem Heiligen Geist. Dieselbe Kraft, wo dann Jesus wir, nur dem, dass er sich getauft hat, und die Jünger reden dort all diese Wunder, dieselbe Kraft ist an uns Band. Dieselbe Kraft, wo mit den Jüngern wir es, die rübergingen und das Evangelium zu der ersten Kirche brachten. Die Kraft ist an uns Band. Wir haben den Heiligen Geist. Niet wenn Jesus mij zijn, dan ga je naar mij vragen, oké, ik ga Jesus aannemen, maar ik ga den Heilige Geist. Maar wat weet ik wat de Heilige Geist van mij wil? Niet voor de meeste van ons, de Heilige Geist, der redt ons durch unsere Gedanken. Und da wird ein ganzen Down sein, aber wir haben das Zutung und das Unterschied. Er redet auch zu uns durch unsere Gedanken. Und diese uns selber durch den anderen, Wort als Wort. Wenn man in Johannes 10, Vers 10 das sagt, still als sie kommen, zu stehlen, zu schlagen und einen Grund zu bringen. Ich sie kommen, das Leben zu bringen und dass sie das Leben vollab haben sollen. Und das ist wirklich der Unterschied. Wo lädt unsere Gedanken haben? Das Ding, was ich nun denke zu tun, lädt das nun Tod oder lädt das nun Leben? Lädt das dichter bei nu Gott oder wieder auf von ihm? Und so kann wir da nur leicht hineinscheiden. Alles, was nun Leben bringt, alles, was uns dichter bei nu Gott bringt, kämpft von den Heiligen Geist. Wer wird treu sein, der den Druck, was er auf uns hat? Vielleicht will der Heilige Geist haben, dass wir sollen vielleicht eins im abfuhren, eins dem eine WhatsApp-Message schicken, sagen, hey, ich bete für dich und ich denke an dich, wo kann ich dich halten? Oder vielleicht ein Nuber einladen zu einer Multit. Oder mehr Zeit und Verhältnis haben mit deinen Kindern, mit deiner Familie, oder Taubbossen. Vielleicht will er haben, dass wir sollen ein Verhältnis stärken mit Jesus, und die Bibel lesen und beten und ein Verhältnis haben mit ihm. Weil wir treu sind, der Druck, was der Geist auf uns Leben hat, und weil wir Gott seine Kirche auf diese Erde wachsen. Gott segnet, hat einen guten Weg.